So, gute Mittag, live am Herr der Presse. Ich begrüße euch heute auf unserer Pressekonferenz zum Annonce von Etat der Nation. Hauptsächlich Pensionsreform. Wir sind ein bisschen mehr spät wie die anderen Oppositionsparteien drin. Wir seitdem haben wir 5 neue Stoßrichtungen der Verlegen. Da könnt ihr dann ein bisschen mehr dazu sagen. Fängt mal an, sich mit der proposierten Reformen, die momentan im Durchläufe von der Regierung. Ein Hauptpunkt eben der Schiedverein mehr lang muss schaffen. Das betrifft nicht just die Jung, mehr Schiedverein, also all die schaffenden Leute müssen mehr lang schaffen gehen. Proportional natürlich werden die Jung mehr lang, mehr Jahre müssen schaffen, wie dass sie mehr jung sind. Mehr Schiedverein wird von der Mesure getroffen gehen. Eben auch die Leute, die weder Studienjahren nach Babyjahren zu gut tun, die werden nach Mede von der Betroffenen, die ganz früh gefangen haben, schaffen, die müssen die Reform auf ihren Buckel drohen. Nach nicht davon zu schwätzen, wie das gesagt wird, der penible Abstand, der Flächen die Leute, die penibel arbeiten, du hast unklar, was man denen soll, geschehen, ob die auch mehr lang sollen schaffen, und noch weil Patronat, bis kein Interesse gewiesen hat, Leute mehr lang auf der Arbeit zu halten. Wir haben seit über 10 Jahren ein Wachstum von 7,6% bei denen Leuten, die 60 plus haben, die am Schommer sitzen, da vielleicht noch da als kein Interesse, bis sie da gewirrscht für die eher Leute auf der Arbeit zu halten, da vielleicht noch die riskieren, mit der Reform da am Schommer sitzen zu bleiben, obwohl sie dann aber auch gezwungen sind, mehr lang schaffen zu müssen. Nicht just, dass ich für mich lang schaffen muss, aber sie kriegen natürlich auch Männer. Durch die Reform von 2012 kriegt alle Personen am Laufe der Zeit Männer, sodass die frei aufhängen, eben nach mehr davon betroffen werden, sind wie die lo sind, obwohl die Verein seit 2012 eben die verlorenen Masse drohen hört. Aber für dass die schaffenden Leute getroffen gehen, sind Pensionäre getroffen. Die werden ab 26 wird Pensionskäse wahrscheinlich an Defizit kommen, so dass den Automatismus von 2012 wird absprangen der Flächen ab 27, 28 können wir rechnen, dass entweder ein Ajustement zum Teil wegfällt oder komplett wegfällt. Das betrifft Pensionären nach 4 die schaffenden Leute, und da muss ich ganz klar sagen, dass du die Friede, wenn du seht, dass Pensionären, an die kurz für sind, nicht weggeholt kriegen, dass es da gelungen wird. Zeitgleich, wenn der Staat seine Kotisation oder seine Kontribution erhebt, dann riskiert natürlich auch die Allokation der Fernanier wegzufallen. Da vielleicht noch da riskieren Pensionären doppelt zu verlieren, eben am Kontra zu dem, was den Herr Frieden am Etat der Nation als Stoßrichtung angedeutet hat. Zeitgleich gibt der Steuerzahler dann auch mehr zu Kies gefragt, wann den Budget das überholen soll, beziehungsweise über den Konsumsteuer, das soll den Defizit soll gedeckt gehen. Dann bezahlen natürlich auch all die schaffenden Leute mehr, auch vor allem die proportional mehr niedrige Revenu haben, gehen weiter mehr zu Kies gefragt wie die anderen. Die überhaupt nicht davon betroffen sind oder wenig davon betroffen sind, das Patronat, die kommen gut weg. Und die Reichen, die kommen auch durch die Reform gute Wäsch, die profitieren sogar von der Reform, weil Steuerzahler muss dafür abkommen, dass steuerliche Incentiven auf Privatpensionen kommen, sodass die Reichen nicht just auf einen Teil von ihrem Revenu überhaupt keine Kontributionen bezahlen, Kotisationen bezahlen, mehr dass sie dann auch noch steuerlich Förder kriegen, für Privatpensionen zu machen. Das kann so nicht gehen, da haben wir ganz klar Proposen dagegen, dann die werde ich dem Markt kurz vorstellen. Merci André für die nicht kennen, dass den André Marquez als neuen Sprecher, den Gary Diederich ersetzt, weil Gary so möchte dann an der Chambre ersetzen wird. Vielleicht hat es vorausgeschickt, den Froh vom Pensionssystem als à la base eng politisch froh, und nicht eng technisch-mathematisch. So besteht daran, dass den sich als Gesellschaft muss eins gehen, wie ein Teil vom geschaffenen Reichtum sind wir bereit zu gehen an für die Leute, die nämlich schaffen. An uns scheint die Dividend zu sehen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo die Leute mehr gehen, und wir sehen das als Fortschritt, als zivilisatorische Fortschritt, da muss auch mehr großen Teil vom gesamtgesellschaftlichen Reichtum und die Leute gehen. Diese Gedanke vorausgeschickt, weil an der Lächt rundherum Diskussionen ganz tags so Nivelkerzen gezugi sind, wo dann die dote gesellschaftlich, politisch froh ob ein Rang technisch, mathematisch aufgebracht gehen ist.
Das ist aber so, dass als Pensionssystem huet wolle also du stöcht auch eng Technizität haben drin. Und dafür wiederhole mehr au vu von denen Annoncen, was den Premierminister Friede gemäht hat, die immens schwammig sind, die immens evasiv sind, wo die Leute aus seiner eigener Partei und die Leute aus der eigener Koalition eigentlich nicht wirklich wissen, was du mit der Gemeinde das, präsentieren wir nach einkehr ganz klar, ganz kurz, als Proposen. Proposen, die am Gegensatz zu denen von der Regierung berechnet sind. Sie sind nicht von uns berechnet, aber von der IGSS, der Inspection Générale de la Sécurité Sociale. Die allererste Mesure, an der tun wir so auch für ein Jahr schon angekündigt gehabt, das sind zwei Vollen. Das eine, das kurzfristige Mesuren, die nächste Januar nächstes Jahr greifen, und dann mittelfristige Mesuren. Das allererste, dass wir Doppieven vom Plafond von den Kotisationen, das heißt, dass auch die Leute, die mehr wie 13.518 € den Monat momentan verdienen, dass auch die kotisieren an den Pensionssystem, ohne dass sie dadurch entsprechend Rechte über den Montant von 5-mal dem Mindestlohn kriegen. Wir haben die Question Parlamentären dazu gestaltet, das gibt allein über 700 Millionen neue Resetten für das System bedeuten, ohne dass dadurch in irgendeiner Form neue Depensen gemäht gehen. Das Zweite, was wir gesagt haben als Direktmesure, sind die Elemente von der Pensionskäse, die nicht direkt beim Ausbezahlen von den Kotisationen zu dienen wird, dass die vom Staat überholt gehen. Das ist an allererster Hinsicht die Administrativfreien von der Knapp, die am Moment von unseren Kotisationen bezahlt gehen. Das heißt, all Computer, all Schreibtisch, all Schreibstuhl, die an der Knapp benutzt wird, die geht von unseren Kotisationen benutzt. Und wir meinen, dass das eine Zweckentfremdung ist und dass der Staat wie an all einer Administration auch die Freien soll überholen. Dann hat noch mit zwei kleinen Mesuren, die noch kurzfristig machen, dass Leute, die über 65 sind, am mehr wie ein Drittel vom Mindestlohn verdienen, dadurch die sollen kontribuieren an das System. Im Moment sind die Leute, die über 65 sind, die kriegen hier Pension, sie kriegen ihre Salär, und Salär müssen sie sogar keine Kotisation bezahlen. Aber wir sind noch der Meinung, dass die Überstunden sollten Kotisationen generieren. Wir haben das ausrechnen lassen, was die direkt immediate Mesure bringen an nur den 12 von der IGSS, gibt das bedeuten, dass wir bis 2033 Prime de Répartition pur, also die 3x8%, 24% garantiert werden. Par rapport zu 2026 in Londres wird schon ugedeiht, wo es nun aktuelle Modell eventuell riskieren, da drinnen zu fallen. An die garantiert Reserve, die legale Reserve von 1,5 Mal dem Mindestlohn, durchhalten, just mit der kurzfristigen Mesure, nicht bis 2040, sondern bis 2048. Und als mittelfristige Mesure sehen wir dann an den 30er Jahren, wenn wir gesehen, die Prime de Répartition pur kippen, der Erhöhung von 3x8% Kotisationen auf 3x9% Kotisationen. Auch das haben wir uns ausrechnen lassen, was das bedeuten. Und wir kommen darüber nur den Zöllen von der IGSS. Ich meine, du das Dokument auch durchleihen, wenn will dann im Detail gucken gehen, dass das dann durchgehen, also das Pensionscase bis 2039 Exzedenten machen, rein über die Kotisationen. Am Platz zu 2026 wie aktuell, an die Reserve wie garantiert bis 2058, am Platz 2040 wie aktuell. Das ist an der Hinsicht interessant, weil den Premier Frieden auch angekündigt wird, eine Periode de Couverture, die nicht mehr wie früher bei Projektionen bis 2070 geht, mehr bis 2040. Sie können aber nicht berechnen, mehr 100 berechnet, was das bedeuten, an als Periode de Couverture ist an der Hinsicht identisch mit der von der Regierung, nämlich bis 2040, und es wird da garantiert. Die Nichtberechnung als eng von den Sachen, die als wirklich anschmengen nicht nehmen Eis
opfällt. Man froh ist, wie möglich ist, dass no engem Jahr Diskussionen, Projektionen, Propositionen, die Regierung nicht mal einen Aussatz kapabel ist, irgendwie zu berechnen, wie weit das Nachhaltigkeit vom System garantieren. Am Gegenteil. Am Rapport Technik über die Evaluation von der IGSS aus dem Jahr 2022 hat die IGSS gesagt, dass die Mesure für das Rentenantrittsalter zu verlängern allein nicht bringen. Weil, wenn ich mehr lang arbeiten muss, bezahlt den mehr lang Kotisationen. Aber wenn ich mehr lang Kotisationen bezahlt, dann hat er noch mehr Rechte. Für den seine Pension zwar der Mann lang, aber das ist mehr hoch. Das heißt, die Fiabilität vom System bringt die Mesure, die von der CSV vorgeschlagen ist, gut nicht. Und das Dritte, was uns wirklich erstaunt erfährt, das ist, dass weder CSV noch DP hatten an ihren jeweiligen Wahlprogrammen vom Oktober 2023 die Mesure draufstehen. Und das ist etwas, was erfährt, von denen sich aber mengglisch für uns anhält, dass die Wahlen noch gar nicht so lange hier sind. Aber wenn das ein von den zentralen gesellschaftlichen Problemen ist, aber wenn das hier Lesung ist, ich meine, dass es dann demokratisch nicht nur Gepflogenheit, mehr eine demokratische Aufgabe gewesen für die Leute, das auch so zu bieten, zu suchen. Dafür als Konklusion, wir haben ein Projekt schon für ein Jahr präsentiert. Als Zahlen sind chiffriert, also als ein Modell als chiffriert und als nachhaltig, setzt darüber, dass den Rentensystem mittelfristig auf jeden Fall aufgesichert ist und als equitabel, weil an der Logik vom System bleibt, dass jeder Verein, der kontribuieren muss, Patronat muss auch kontribuieren, der Staat, an Salariat, und als sozial gerecht, weil in eine Dimension hat, dass die wirklich ganz viel verdienen, auch müssen hier Kotisationen bezahlen, mit einem Deckel, was noch Rechte angeht. An es entspricht, von den zumindest dem letzten Sondage nolausstat von den englischen Kollegen von RTL gemäht wird, auch einer Volontät von den Leuten. Das heißt, führende Schwaggestalt, mehr lang schaffen oder mehr kotisieren, sind die Leute, die davon betroffen sind, also die schaffenden Leute, die echter gerne mehr kotisieren, wie dass sie mehr lang gerne schaffen gehen. Da sind wir dann bei der politisch-gesellschaftlichen Frage, mit der wir heute zu tun haben. Die Proposen von der Regierung sind undemokratisch an unseren Ohren. Sie sind unsozial, weil sie rein Buckel von den schaffenden Leuten, respektive und den Pensionären, den aktuellen und den zukünftigen ausgedrückt wird. Also hun ganz stark an der Erde weiß, wie sie durchgezogen sind, autoritär sich. Dat dat autorität sich sinn, dat weis auch die ganz Kakaphonie, die sich gebildet huet rund de Proposen. Weder die ege Ministerin aus der CSV noch aus der DP können engem wirklich erklären, was genau gemengt ist. Auch Sozialversicherungsminister kann nicht genau erklären, was gemengt ist, sodass wir mengen, dass das ein Standalone vom Premierminister Luc Frieden ist, der sein Dossier aber nicht terribel gut kennt, mit dem einen rein ideologischen Schwach geholt wird. Und da geht man muss ihn sich schweren. Wir machen dadurch, und Carol erklärt nur, wie wir es das vorgestellt haben. Ja genau, den André an de Mark, die Silo am Detail op dem Dossier von der Pensionsreform ergangen, mir das so bei weitem net den einzigen Projekt, mit dem die schaffend Leute werden, nachdem die schaffend Leute werden leiden, wenn es der Regierung nur geht. Denn Luc Frieden hat für einer ganzen Reihe Jahren eigentlich gesagt, der Sozialstaat, das findet die Kläschen. Aber mir antworten die schaffend Leute, das sind noch keine Marionetten. Das sind keine Marionetten, die ihn einfach auspacken, für das zum Wohlwollen vom Patronat Benefice generieren. Weil das genau das Gefühl, was der kriegt, wenn sich das Projekt von der sogenannten Flexibilisierung von der Arbeitszeit anguckt,
eng Flexibilisierung mat der us die Zwangspolitik iwwer déich eng CSV und eng DP immer opgerecht hun wann dem Klimaschutz gangen ass eng Zwangspolitik diese Luweln de schaffende Leute opzwingen die schaffen Leute die sollen allzeit bereit sinn immer dem Patron zur Verfügung stoen wann dem mengt et well nedercht weil eng froh die sich net oft gestaltet wat bedeutet fir enger langerzähend Mam wann se muss bis owe an der wo um 10 Auer am Geschäft stoen wat bedeutet fir hier Kanner die dann musste bis halber 11 Wauer owes an der Krech bleiben, weil hier man muss schaffen. Aber was bedeutet für all die Leute, die aus Sektore kommen, die nicht am Kommerz schaffen, mit die aber werden impactiert gehen von dieser Flexibilisierung, Liberalisierung von den Öffnungszeiten, Leute aus der Kannerbetreuung, aus dem Netzwerk, aus dem Guardianage und noch ganz viele andere Sektoren. Aber all die Leute, die werden nicht mehr können gesellschaftliche Leben teilholen. Sie werden nicht mehr können ihre Freizeit mit ihrer Familie oder auf Vereinen verbringen, weil wenn sie frei haben, dann müssen die anderen Leute schaffen und umgedreht. Und allein die dort Mesure, die das leid, die werden nachhaltigen Impact haben auf das Zusammenleben und auf die Sozialkohäsion von unserer Gesellschaft. Und Herr Frieden hat sich auch Armut als Priorität auf den Fahndel geschrieben. Mit Bekämpfung von der Armut, das ist kein Froh von einer Simplifikation administrativ. Das Regierung möchte keine Anstalten für strukturelle Barrieren aufzuschaffen und Armut wirklich zu bekämpfen. Keine Wort über eine Erhöhung von der Mindestrente, von der immer noch 80% Frauen, aber nicht diese Leute, muss ich bald so, weil sie viel zu niedrig ist. Und der Mindestlohn, der soll nicht erhöht gehen, weil auf Tricksereien zurückgegriffen wird. Eigentlich kann ich das nicht erklären. Bei Allfeiert Kant, dat im Moment heute zu Lützeburg dem Armutsrisiko ausgesagt ist, unter anderem, weil die Eltern nicht genug schaffen, nicht genug verdienen, pardon, weil sie schaffen, aber nicht genug verdienen. Bei Allfeiert Kant, dem geht es bestimmt viel besser, nur dem Statistiken manipuliert goufen und der Mindestlohn offiziell lo nicht mehr nach der Armutsgrenze leihen. Das ändert überhaupt nicht. Selbe an der Logementspolitik, die am Anterie von den Besitzenden gemacht wird, wo Steuerkadoen und Investisseuren und Promoteure gemacht gehen, aber kein Offensiv gemacht wird, für abordable Wohnraum zu schaffen, keine Anstalten gemacht gehen, für die Loyer zu deckeln. An Sommer da wird die größte Sozialkrise hier im Land eigentlich just weitergeführt, an nicht gepackt. Aber wenn die Leute sich wehren, dann wird die Regierung für mit Repression zu antworten. Wir haben den Avantprojekt gesehen, über das Manifestationsrecht, das soll geschränkt gehen. Der Platzverweis, der schon also der schon im Durchleid, das alles weiß, dass die Regierung kein Problem hat, für fundamental Bürgerfreiheiten anzuschränken, wenn es hier genehm ist. Die Union des Entreprises, die hat mittlerweile Sabbeldoro gedoen. Nur dem zu schon Steuerkado erkrut, nur all den Ukönigungen, die hin ganz gelegen kommen, muss ich sagen, und sie Hoffnung, dass es doch so weitergeht an den nächsten Jahren. Sie wollen eine weitere Liberalisierung von den Arbeitszeiten, geht ihnen noch nicht durch, weil das Regierung schon alles auf den Tisch gelöscht hat. Sie schwätzen mittlerweile von Karenz, die bei Krankenscheinen, der Tisch von den Krankenhauskredit kein Pai. Das als zurückverfragt an 90er Jahre, wenn nicht noch mehr weit noch haben. Und sie wollen Akkorden aushandeln mit ihren Personaldelegierten, wie sie das gerne sollen, die sogar Verschlechterungen par rapport zum Code du Travail können beinhalten. Wir gehen also im Moment Zeichen von einem richtig harten Klassekampf von Oben nach innen. Und das alles, das ist eine logische Suite vom Historik von Luc Frieden. Luc Frieden, der schon als Justizminister mit der Erinnerung und Operation Milano brutal Aufschiebungen von montenegrinischen Familien gesteuert hat, wo die Kinder an der Schule aufgefangen wurden. Luc Frieden, den als Finanzminister einen Austeritätspakt auf den Tisch gelöscht hat, mit dem schon seine dämonische Regierung an eine echte Krise gefallen ist. Luc Frieden, den Donau versicht hat, Justiz zu beeinflussen und seine Regierung direkt an eine zweite Krise manövriert hat. An Luc Frieden, den nur dem seine Partei dann endlich an die Opposition geschickt ist, darüber aber keine Lust hat, also er volle Kaltbank geholt hat, auf die bei Deutsche Bank gegangen ist, wo die keine Lust mehr auf ihn hat, ist an den Verwaltungsrat von der BGL gegangen und als Cheflobbyist vom Patronat gehen. Wir kennen also den Herr Frieden, und wir kennen seine Destruktivpolitik als seine Anterien, für die er noch immer geschafft hat, und für die er noch immer Politik gemacht hat. Und du willst tun mehr, der doch alles, was um dich leider, was ungekündigt ist, ganz echt. Weil das eben an der logischen Suite ist. Und nur anderthalb Jahr als Premierminister hat er auch schon fertig gebracht,
dass den UGBL und LCGB sich zu einer historischer Gewerkschaftsfront zusammen gedoen haben. Und mit all den respektlosen und frontalen Attacken gegen Gewerkschaften wird die Regierung den Sozialdialog begraben. Gewerkschaften haben ihre geklagt, mehr eine Möglichkeit hatten sie nicht, aufgrund von all den Reaktionen von der Regierung. Der Tisch geht enorm viel. Die Leute, die, ob sie aktuell schaffen oder ob sie noch kurz vor dem Berufsleben sind oder ob sie schon an der Pension sind oder ob sie kurz vor der Pension sind, sie alle Guten mussten die zusammenhalten und das Politik stoppen. Als Lenk kämpfen wir natürlich mit allen Mitteln, die wir haben, gegen das Politik von dieser Regierung, sie das an den Institutionen, sie das aber natürlich auch auf der Straße. Wir sind übrigens solidarisch mit der Gewerkschaftsfront und wir werden noch Eist gehen, für so weit wie möglich zu mobilisieren, für so viel wie möglich Leute unter Protestmanif den 28. Juni werden teilholen. Wir werden mobilisieren mit allen Mitteln, die wir haben. Wir werden erklären, wir werden intern Formationen machen, wir werden die Leute draußen erklären, mit was für einer Politik wir zu denen haben. Wir werden auf digitalen Organizing setzen und alles, was wir zur Verfügung haben. Wenn den Herr Frieden meint, den 28. Juni gingen paar Leute für ihn da spazieren gehen und dann hat es sich gedoen, dann hätten sich. Geschichte hat gewiesen, dass Großmobilisationen können etwas bringen. Und hier am Land war das schon mehr wie ein der Fall. Heute feiern wir den 50. Geburtstag vom Index. Ich meine, lang das weist uns, was Mobilisierungen können machen, weil auch für den Index sich schon ein paar Mal die Leute auf die Straße gegangen, sodass man den Index immer noch heute tun. Wenn die Leute den 21. Juni auf die Straße gehen, dann werden wir dabei sein. Wir werden Matroserei machen, wir werden für alle auch mit einer Perspektive machen. Eine Perspektive für den Stopp von diesen frontalen Attacken gegen schaffend Leute ihre Gewerkschaften, ein Stopp von dieser Politik und ein Stopp vom Glück Frieden.